Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Fantasy Life Ei. Und sollen wir mal mit Kuna reden, damit wir ein bisschen reinkommen. Wenn du an einem Leben als Paladin interessiert bist, steht dir unsere Tür jederzeit offen. Du musst nur eintreten. Ein neues Leben erlernen, Lebensgilde. Okay, gehen wir mal zur Tante Anna. Hier, guck mal. 8000 Gulden, 9000 Gulden. Oh, wir brauchen mehr Leute, die mit anpacken. Ach du lieber Gulden. Oh, tut mir leid. Habe ich dich erschreckt? Ich habe gerade die Reparaturkosten für den Schaden, den der Drache angerichtet hat, berechnet. Der Schock war einfach zu groß. Aber sag, was führt dich her? Sicher willst du ein Leben aufnehmen, nicht wahr? Dann herzlich willkommen in der Lebensgilde. Ich bin die Gildenmeisterin und für alles Organisatorische zuständig. Nenn mich einfach Tante Anna. Ich unterstütze dich bei deiner Suche nach einem richtigen Leben. Hier in der Gilde stelle ich Lebenslizenzen aus und kann diese auch ändern. Weißt du denn, was Leben sind? Ja! Wer es nicht weiß, Ende der letzten Folge haben wir genau hier aufgehört. Mehr oder weniger. Ganz genau, die Göttin Celestia hat dem Volk die Reveria die Leben geschenkt. Du kennst dich schon gut damit aus. Dann kannst du ja auch gleich ein Leben für dich aussuchen. Guti, guti. Also, wir gucken mal. Paladin, Söldner. Die Söldner ist natürlich ultra knuffig. Das ist also hier Jäger, Magier. Ich tendiere zu Söldner. Köchin, Anglerin, Holzfällerin, Schürferin, Schmiedin, Schreinerin, Schneiderin und Alchemistin. Ich nehme natürlich Holzfäller. Kriege ich da jetzt eine Erklärung? Sehr gut. Mit der Axt in der Hand und Respekt im Herzen durchsuchst du den Wald nach dem perfekten Stamm. Es hat sich irgendwie nicht so gereimt jetzt gerade. Okay. Wir gucken mal, was Söldnerin drauf hat. Gelassene Söldner schwingen das Schwert nicht für König oder Land, sondern für ihren eigenen Stolz. Und das ist ein Unterschied zum Paladin, was? Als Vorbild für alle Kinder und Bewahrer des Friedens schützt du die Insel vor Monstern und Schurken. Ja, dann lieber, ne? Also ich bin immer noch für Holzfällerin. Weil, keine Ahnung, ich mag Bäume. Nicht. Also ich mag Bäume fällen. Ich mag Bäume. Und ich mag sie fällen und dann neue hinbauen. Und dann, wenn sie groß sind, fälle ich sie wieder. So. Schmied, Schreiner. Ich schätze mal, für Schreiner braucht man Holz. Da wäre es nicht schlecht, wenn man Holzfäller ist. Und für Schürfer und Schmied hängt das zusammen. Angler und Schneider nicht so. Was ist ein Alchemist? Das kann ich mir irgendwie nicht wirklich... Es sind weder Tricks noch Zauberei. Alchemisten können sogar Gräser in nützliche Items verwandeln. Also da habe ich eigentlich keine Ahnung, was es ist. Ich nehme Holzfäller. Yo, mach mal hinne. So. Sieht aus, als hättest du das richtige Leben für dich gefunden. Hier ist deine Lizenz. Bloß nicht verlieren. Du hast eine Holzfäller-Lizenz erhalten. Und hier ist die passende Ausrüstung für dein Leben. Kriege ich 2, damit ich sie wenigstens wechseln kann? Du hast eine Holzfäller-Grundausstattung erhalten. Sehr gut. Zieh die an und lass dich anschauen, ja? Ach, wie putzig, aber echt. Das sitzt wie angegossen. Wie angewachsen. So, Baum, weißt du? Um ein neues Leben aufzunehmen, musst du zuallererst den Meister dieses Lebens aufsuchen. Den Holzmeister oder was. Er wird dich ausbilden, bis du das Leben ebenfalls gemeistert hast. Ach, im Moment läuft eine besondere Kampagne. Wer zum Rang Anfänger aufsteigt, bekommt eine tolle Belohnung. Das ist ein Kuchen. Berufe werden Leben genannt. Wähle unter den Kategorien Kampf, Sammeln und Fertigen aus und genieße dann Abenteuer in Reveria. Ach so! Das oben ist Kampf, das in der Mitte ist Sammeln und unten ist Fertigen. Ja, das ist ja richtig gut, dass ich Sammeln gewählt habe, weil ich halt gerne sammle. So. Für jedes neue Leben brauchst du eine Lizenz. Damit kannst du dann alles tun, was dieses Leben beinhaltet. Für jedes Leben gibt es einen Meister. Wenn du die Herausforderung der Lebensmeister abschließt und deine Bewertungen erhöhst, erhöht sich dein Rang. Mit höherem Rang wächst auch die Anzahl der Tätigkeiten in diesem Leben. Schließe die Herausforderung ab und strebe nach dem höchsten Rang. Guti. Also los, sprich als erstes mit deinem Meister. Yo, Joe. Okay, auf der Karte kannst du sehen, wo sich dein Meister aufhält. Geh und stell dich vor. Werde ich tun, aber ich will mal kurz ins Menüchen gucken. Oh, gucke. Yes, das hört gar nicht auf. Also, da ist ganz viel. Wie komme ich denn da rüber? Fischer, wie kommen wir herüber? Achso, ja, okay. Ausrüstung. Du kannst dich mit Waffenrüstung und Accessoires ausrüsten. Wenn du eine Ausrüstung sollst du nah anlegen. Mach Sachen. Autoausrüstung wählt per Knopfdruck die stärkste verfügbare Ausrüstung aus. Wenn du unschlüssig bist, probier es einfach aus. Okay, ich habe eine Mietaxt. Sehr schön. Ein Holzfällerhut, eine Holzfällerkleidung. Nochmal Holzfällerkleidung.
so. Ja, aber was ist dann das da? Holzfäller Handschuhe. Habe ich doch aber auch an. Wieso ist denn hier... Ist das für meinen Vogel oder wie? Ich verstehe gerade nicht, warum ich zweimal dasselbe habe. Egal, ich habe auch Holzfäller Schuhe. Sag mal her. Ja, sind generell besser als überhaupt so. Also lassen wir das mal schön. Was haben wir denn hier mit rechten Button? Abenteurer. Ach so. Moment, Abenteurer gibt's auch? Also das ist ein eigenes Leben oder wie? Oder zählt das nicht als Leben? Weil Abenteurerleben will ich haben. Eine Mietaxt. Okay. Ich verstehe das noch nicht ganz, aber soll mich nicht weiter stören. Bekleidung. Das haben wir doch gerade... Du kannst das Aussehen deiner Kleidung selbst bestimmen, aber Vorsicht, die Stärke der Ausrüstung ändert sich nicht. Achso, Transmog. Alles klar, kein Problem. Fähigkeitenbot, was ist denn das hier? Mit Fähigkeitspunkten, Fähigkeitspunkten, Alter, kannst du die Fähigkeiten der Leben erlernen. Fähigkeitspunkte erhältst du bei Stufenaufstiegen. Wenn sich der Lebensrang erhöht, werden auf dem Fähigkeitenbot neue Fähigkeiten freigeschaltet. Erhöhe den Rang und erlerne stärkere Fähigkeiten. Ja, dann lass gleich mal gucken, habe ich irgendwelche Punkte? Das ist ein FHK. Fähigkeit wahrscheinlich. Okay, brauchen wir uns noch nicht Kopf drum zu machen, hab eh noch keine Punkte. Charaktere. Hier kannst du deinen Zustand und den deiner Gruppenmitglieder und deren Fähigkeiten überprüfen. Zeig dich von der Schokoladenseite, drücke X, um dein aktuelles Gesicht zu fotografieren und das Profilbild zu ändern. Nö, hab eigentlich ein cooles Profilbild, das lassen wir erstmal. Und Aufträge, habe ich schon Aufträge? Hier kannst du das nächste Ziel und derzeitigen Aufträge ansehen. Du kannst einen beliebigen Auftrag auswählen und den Zielort festlegen. Aha. Kapitel 1. Da bin ich drin und dann habe ich hier 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Achso, das sind Erledigte oder was? Aha, okay. Ist das richtig, dass das Grüne das Aktive ist? So, was ist jetzt da? Hier. Ein Lied für die Waldgöttin. Geh bei Holzfällermeisterin Lila in die Lehre und beweise dein Können. Lass mich raten. Die hat lila Haare. Das bin ja dann ich. Hier kannst du dein Leben ändern, Stufen und Ränge ansehen. Zu leben ohne Lizenzen kannst du aber nicht wechseln. Gehe für neue Lizenzen zur Lebensgilde. Es gibt wirklich einen Abenteurer. Guck mal. Das ist ja Julio. Guti, da haben wir noch ein bisschen hier Rezepte. Was sind denn Rezepte? Wie, Erklärung bitte? Hallo? Gibt keine Erklärung, weil ich noch keine habe. Ich habe Lieferung. Hier kannst du Geschenkcodes eingeben, um Lieferungen in Empfang zu nehmen. Aha! Es gibt sogar schon einen Geschenkcode, habe ich gesehen. Ah! Nein! Ich will nicht. Ich will hier. Mach, dass ich Dingens bin. Holzfäller. Ja. Nein! Mach, dass ich Holzfäller bin. Ich will Holzfäller sein. Ich bin doch Abenteurer. Ich bin Holzfäller. Guck. Achso, ich muss die jetzt erst anziehen. Ja, aber Moment. Autoausrüstung. Ja. Woran sehe ich denn, was ich anhabe? Also, habe ich jetzt das oder das? Ist mir eigentlich auch egal. Hallo? Also Moment. Habe ich aus Versehen die Bekleidung falsch gewechselt? Ich will nicht die Abenteurerbekleidung. Ich will Holzfäller. So will ich aussehen. Mein Set öffnen. Zurück bestätigen. Ja, so will ich aussehen. Mache ich aber nicht. Hä? Irgendwas habe ich falsch gemacht. Egal. Ich gehe einfach weiter. Ich will aber schon wie ein Holzfäller aussehen. So, wo muss ich denn hin? Der nette alte Herr. Nee, ich geh mal darüber. Da ist Klumpi. Hey Klumpi, alles klar? Karotten, Kartoffeln, Rettich und Kürbisse. Ich bin den Farmern dankbar für ihre leckere Ernte. Ich erst. So, ernsthaft jetzt. Oh, warte mal. So, das ist doch schon mal gut. Aber ich frage mich halt... Ich bin ja Abenteurerin jetzt im Moment noch. Oh, du kannst dich jetzt frei im Wasser bewegen. Wenn du aus dem Wasser wieder heraus möchtest, schwimme in Richtung Land und klettere mit B hinaus. Ich kann jetzt einfach schwimmen. Kann ich Fische fangen im Wasser? Nicht wirklich. So, dann sammle ich halt hier einfach Sachen ein. Wenn mir keiner sagt, wie man Klamotten anzieht. So, Ritzratz, Ritzratz, Ritzeratze, mit Gekratze, in die Brücke eine Lücke. Hoffe ich doch. So. Ah, da ist sie, die lila. Die sieht gar nicht so lila aus, wenn du mich fragst. So, was hat sie denn zu sagen? Die sieht ziemlich grün aus. Ritzratz, Ritzratz, Sonnenschein, Wärme, ein tolles Wetter zum Bäume fällen. Ich glaube, die singt, und zwar schief. Wenn der Baum so richtig kracht, singen selbst die Geister. Ritzratz reimt sich null.
Ist schon okay. Hatte ich vor lauter Sinn gar nicht bemerkt. Du willst also bei mir in die Lehre gehen? Ja. Oh, guck mal, ich habe jetzt die richtige Kleidung an. Endlich. Okay. Flotaku, was? Ich bin die Holzfällermeisterin Lela oder so. Freut mich. Wie der Name schon sagt. Achso, ich dachte Lila. Okay, fällt man als Holzfäller Bäume und sammelt so Ressourcen. Für dieses harte Leben braucht man Kraft und Ausdauer. Was meinst du? Schaffst du das? Jawohl, wir schaffen das. Ja. Danke. Hoppala, Entschuldigung. Du bist ja top motiviert. Mein Schüler Kyokil wird dir genaueres zu deiner ersten Aufgabe erläutern. Ja, wo ist er denn? Bis eben war er noch da. Er ist sicher draußen irgendwo. Geh und sprich mit ihm. Viel Glück. Okay. Darf ich jetzt die Holzfällerklamotten anbehalten? Ein Lied für die Waldgöttin. Kann ich das wegdrücken? Nee. So. Sprich mit Kyokil. Ist das irgendwie... Ah, da ist er. Li Koik. Was war das? Moment, wenn man stehen bleibt, passiert was? Lebensbildschirm, Statusveränderung, Chat, Kamerazoom. Okay, haben wir das auch gelernt? Hey, Kyokil, oder wie du heißt. Ich weiß nicht, was für ein Wortspiel das ist. Keine Ahnung. Hey, alles okay bei dir? Du solltest nicht ohne Ohrstöpsel reinkommen, sonst kann das böse Folgen haben. Wieso reinkommen? Wir sind draußen. Ach, dir geht's gut? Dann kann man von dir wohl viel erwarten, Neuling. Ja. Genau, was hast du eigentlich für ein luftiges Hütchen an? Flokrell heißt du? Ich bin Kyokil, Lilas Schüler und zukünftiger Lebensmeister. Ich werde zum Meister und dann mache ich meiner liebsten Winker einen an. Ja, da ist aber einer hier. Ja. Ach, nix. Also, ich soll dir eine Aufgaben, ja? Oder? Ja. Was ist da? Wie du siehst, gibt es hier jede Menge Eichen. Fälle ein paar davon und bring mir dann 3 Eichenstämme. Okili-dokili. Du weißt, wie man mit einer Axt umgeht, oder? Ausholen, zuschlagen? Übe es lieber vorher nochmal. Drücke in der Nähe von Bäumen A, um sie zu fällen. Drücke A für normales Hacken und Y für kräftiges Hacken. Ist der Baum auf 0 Lebenspunkte, erhältst du Materialien. Bäume fällen verbraucht Erfahrungspunkte. Nee, ich glaube, das ist Energiepunkte oder so, egal. Hacken mit Y verbraucht mehr EP als A. Ohne EP kannst du keine Aktion ausführen, also behalte sie im Blick. Also dann, leg los. Meld dich, wenn du fertig bist. Okay, mach ich. So. Mal gucken. Nein. Oh, nein. Wir wechseln nicht zurück. Moment. Nee, das war Zoom. Wie kann ich ein... Y vielleicht? Nein. Hä? Wie habe ich denn das jetzt? Warte, da kriegt sie gleich eine Anzeige. Kriegt man keine Anzeige mehr? Warum kriege ich jetzt keine Anzeige? Ach so. Ach so. Okay, hacken, bewegen. So. Ich hack mal. 42. 41. 39. 40. 41. Da. Und jetzt zack. Also, ich wusste noch, wie das funktioniert. Irgendwo hat der Baum eine Sammelt man das Zeug eigentlich automatisch auf? Ja. Irgendwo hatte der Baum eine Schwachstelle. Die musste halt finden. Guck mal da. Und dann kannst du ordentlich drauf äumeln. Ist das auch ein Baum? Nee. Kann ich den Baum da hinten? Kann ich den Baum da hinten? Mama, kann ich den Baum da hinten? Ja, mein Kind. Aber lass andere auch Baum da hinten. Aha. Das ist ein Hund. Hallo Hund. Wuff. Bin auf Patrouille. Alles im grünen Bereich. Okay, gut. Halt. Stufe 3 Eiche. Ich bin aber erst Stufe 2 Holzfäller. Sollen wir da... Stufe 2 Eiche, guck. Dann machen wir das, oder? Ich fange mal da oben an. Und das war nix. So,
Also ich habe jetzt eigentlich genug Eichenstämme, aber wenn wir schon mal dabei sind, dann wollen wir natürlich auch weitermachen, ne? Gleich mal die Schwachstelle gefunden. Und nochmal. Zack. Verursache beim Abbau mit dem letzten Schlag besonders viel Schaden, um einen ausgezeichnet zu erhalten. So findest du mehr Belohnungen als üblich. Aha. Das ist quasi genau das, was ich die ganze Zeit mache. So. Haben wir noch ein bisschen, oder? Weil wir gerade so flott dabei sind. Schwachstelle. Mann. Ich habe so das Gefühl, die haben alle an derselben Stelle die Schwachstelle. So, Stufe 3 erreicht. Sehr gut. Da war doch eben... Was ist mit dir? Magst du den Geruch von Sägespänen? Als Schreiner kannst du ihn täglich genießen. Eigentlich ist das schon wirklich ein schöner Geruch. So ein bisschen. Neues Leben erlernen, geh in die Lebensgilde. Ja, ist schon in Ordnung. Hey, hallo Winker. Ja, kennst du die Winkerkrabbe? Ach, ich bin so beschäftigt. Meister Carvento ist ist viel zu freundlich, darum lehnt er keine Arbeit ab. Jetzt. So, jetzt pass auf. Ich teste. Nee, ich dachte, die haben immer an derselben Stelle Schwachstellen. Das wäre ja ein bisschen doof, ne? So. Bam. Super Schwachstelle. Ja, ich geh ja schon. Hier, der Pfeil sagt mir dauernd, hier, geh mal dahin. Nee. Guck mal, das ist ein Bogenschütze. Das ist noch eine Eiche. Eiche, du wirst gehäckselt. Ist das nicht unglaublich spannend? Weil da denken, das ist voll langweilig. Nee, ist es nicht. Und warum nicht? Weil ich das sag. Ich meine, rumrennen und Monster schlachten kann jeder. Aber kann jemand Bäume schlachten? So, siehst du? Hüpp. Was ist denn eigentlich mit euch? Kann man euch essen oder so? Merino. Nee. Alle lieben mich. Schönheit kann auch eine Last sein. Ja. Das kenne ich. Da ist ein junger Hirte. Meine Merino-Schafe sind wunderschön, oder? Mit ihnen habe ich sogar mal in einem Schönheitswettbewerb gewonnen. Das ist doch Wahnsinn. So, dann gehen wir mal zurück zu ihm und sagen, guck mal, ich bin schon Level 3. Nicht schlecht, ich konnte selbst von hier hören, wie toll das klang. Wir Holzfäller verdienen unseren Lebensunterhalt mit dem Fällen und Verkaufen von Bäumen. Deine nächste Aufgabe ist es daher, die Eichenstämme gegen Gulden zu verkaufen. Der Materialladen in Tixingen wird sie dir abkaufen. Gehen wir. Junge, der kann Instant Teleportation. Oh, der musste sich noch nicht mal so an den Kopf fassen oder so. Wahnsinn, kann ich da irgendwie... Moment. Kürbisse gedeihen gut. Die Ranken aneinandergereiht sehen so aus, als würden sie Händchen halten. Okay, was ist denn das? Klumpi. Okay, das ist... Kann ich da? Da gibt's was. Hallo. Kommt als Echo meine eigene Stimme zurück. Okay, haben wir also doch eine Stimme. Schmiedegilde, Paladin-Gilde, Schindel. Da. Nee, doch. Doch. Da. Nee. Moment. Achso, Materialladen. Wo geht man da rein? Achso, ich kann ja die Kamera drehen. Hey, Henrike, alles klar? Ja, die Echsen sehen zwar schrecklich niedlich aus, aber sind... Junge, kann ich die Kamera drehen? Hab gar nicht dran gedacht. Ein Erzbesessener. Einen jeden Menschen und an jedes Erz trifft man nur einmal zum ersten Mal. Als Erzbesessener möchte ich diese Begegnungen in Ehren halten. Ja, vielleicht trifft man nur einmal zum ersten Mal, aber es kann ja sein, dass wenn die Person schläft, dass du dich schon getroffen hast, die aber dich nicht. Dann triffst du ja dich quasi dann zweimal oder so. Werkzeugladen. Willkommen im Werkzeugladen. Gute Arbeit benötigt gutes Werkzeug. Was hast du denn? Eine Eichenaxt. Habe ich so eine nicht? Nee, die sieht anders aus. 85 kostet die. Nee, 900. Holl. Okay, Moment. Lass mal gut sein, Mädel. Ich muss erstmal ein bisschen Geld machen. Goldige Gülden, bitte. Hallo, wir würden gerne etwas Holz verkaufen. Ja, guck hier. Unsichtbares Holz. Das Beste. Oh, das sind ja Eichenstämme. Ja, unsichtbare. Kannst du nicht wenigstens ein Hemd anziehen? Wie stehst denn du hier, du Pseudo-Mario, du? Genau die gehen mir so langsam zur Neige. Ich werde sie für euch für einen Sonderpreis abkaufen. Aber nicht besonders billig, sondern besonders teuer. 200 Guld. Moment. Oh, tut mir leid. Ich hatte sie wohl alle aufgekauft. Ja, das für unseren Laden doch prima. Ist dein Dach denn bereits wieder repariert? Jetzt fehlen nur noch die Balken. Verkauft ihr hier auch robuste Palmstämme? Ach, das ist doch diese seltene Art, die man nur von einer Sonderpalme erhalten kann, oder? Nee, die führen wir leider nicht.
Ein Holzfäller, der sie findet und fällt, würde sicher berühmt werden. Berühmt. Ja, damit könnte ich sicher Winker beeindrucken. Keine Sorge, Opa Jay, ich werde dir diese robusten Palmstämme besorgen. Wirklich? Ja, dann verlasse ich mich auf dich. Jawohl, ja. Jetzt habe ich so sehr angegeben und ich weiß nicht mal, wo so eine Sonderpalme überhaupt wächst. Ich werde mal meine Meisterin fragen. Wir müssen hier ja ohnehin wegen deiner Aufgabe Bericht erstatten. Also los, geh mal. Jawohl, geh mal. Aber jetzt, Moment, ich muss da... Habe ich irgendwo Gegenstände? Okay, also ich habe so ganz viele Sachen. Und ich habe sowas da. Da. Ah, ich hab noch Eichenstämme. Noch 10 Stück. Komm her, warte mal. Die verkaufe ich auch noch. Wie viel habe ich denn jetzt verkauft? Willkommen. Also hier, ich hätte gern verkaufen. Ich würde gern verkaufen, heißt das nicht. Ich hätte gern verkaufen. So, Tierleder, kleine Muschel. Talkraut, Lederfaden. Hä, wo habe ich denn das alles her? Da, Eichenstamm. Jetzt will er mir nur noch 20. Okay, das sind 10 Stück. Kriege ich wieder 200. Nochmal 200. Ja, komm, wo die gibt, wo wir die her haben, gibt es noch mehr. Alles klar? Okay. Ich hab die denen nicht verkauft. Moment. Verkaufen, nochmal. Eichenstamm. 10. Okay. Und jetzt... Achso, verkaufen. Ich muss X drücken. So, verkaufen. Nee, lass mal gut sein. Ich habe einen Haufen Klumperquatsch dabei, das weiß ich. Aber es ist ganz der Anfang vom Spiel, ne? Da verkauft man noch nichts. Da erstattet man erstmal Lilo Bericht. Hä? Wieso sind die jetzt da drüben? Falla und Oma. Lilo, hör doch auf. Ich mach sowas nie mit dir. Wo bist du denn? Hä? Ach so, die ist irgendwo draußen. Ach so. Kriege ich jetzt auch... Oh, Strohfaden. Genesungskraut. Kriege ich auch Erfahrungspunkte als Abenteurer? Also wenn ich hier... Ernsthaft das? Ach so, ich kann ja wieder... Ach so. Mann, ey, die Kamera ist gedreht. Da erkenne ich doch nicht. Oh, das ist schlecht. Wenn man immer die Kamera drehen muss. Naja. So, hallo Lila. Ja. Verstehe. Meisterin, weißt du, wo Sonderpalmen wachsen? Das verrate ich dir nicht. Was? Wieso denn nicht? Okay. Du hast die Aufgabe angenommen, also musst du sie auch aus eigener Kraft meistern. Ja, nicht mal ein Hinweis? Naja, das sind Palmen, die werden wohl irgendwo am Strand stehen. Oh, mir ist da gerade was eingefallen. Ich zieh dann mal los. Ja. Kyokil hat sicher vor, zum Springbrunnen in der Königsstadt zu gehen. Wenn man vor dem singt, taucht ab und zu die Göttin des Waldes auf. Die will er sicher fragen. Ich rede dort auch manchmal mit ihr. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Kyokils Stimme sie erreichen wird. Warum? Redet er so leise oder wie? Wenn du dir Sorgen machst, solltest du ihm hinterhergehen. Na los. Okay. Machen wir halt. So. Wo ist er hin? Dahin? Wo muss ich da? Wie geht's da weiter? Voilà. So oder wie? Ich glaube, so geht's da nicht weiter. Oh, da ist eine Laienschürferschlag. Ich glaube hier, ich bin kein Laienschürfer. Ich bin noch nicht mal ein Anfangsschürfer. Okay, also der ist irgendwo da rein. Alles klar. Ah ja, Springbrunnen vor dem Palast hat er ja gesagt. Oder sie. Komm mal her, wir rennen mal eine Runde. Da ist ein Springbrunnen. Was ist denn das da? Sieht aus wie die Statue der Göttin Celestia, die selbst die Bitte eines Fremden erfüllt. Okay. Komme ich nicht hier raus? Hey, Raffi. Ich will Meister Oz streicheln. Tut mir leid, der Wunsch, Magiermeister Oz zu knuddeln, kam mal wieder durch. Du bist Magiermeister? Unglaublich, dass eine Katze reden kann. Wenn du dich fürs Magierleben entscheidest, wirst du noch weiteres Unglaublicheres erleben. Ja, okay, alles klar. Jetzt waren wir hier auch, aber da will ich doch gar nicht. Ich komme nicht mehr raus. Hilfe! Ah, hier. Was ist denn das da? Kann ich da irgendwie hin? Ja. So. Hopp. Junge Frau. Ach, macht mir Platz, junge Frau. Was ist denn?
So, was ist das da für ein Schild? So, König... Ey, komm. Alter, ich bin Holzfäller. Ich muss hier Holz fällen. Zack. Zack. Hey, die regeneriert ja Lebensenergie. Junge. Voll der Endboss hier. So. Ja, cool, oder? Aber jetzt bin ich ziemlich platt. Das habe ich fast keine Ausdauer mehr. Ja, dann machen wir halt hier noch ein bisschen sammeln. Da war noch was zu sammeln und da war noch was. Alles sammeln, alles sammeln. So. Komm, die Eiche schaffen wir, oder? Jawohl. Ja, guck, die Eichen sind viel einfacher als die Palmen da. Da sind wir irgendwie noch... So, was ist das da? Ich glaube, ich habe eine zu schnelle SSD drin. Ich kann den Ladebildschirm, die Tipps gar nicht lesen. Was ist denn das da? Königstadt Mythnia. Achso, da war ich doch schon mal. Da habe ich das nicht vorgespielt gekriegt. Cool. So, dann gucken wir mal. Gibt es hier Bäume oder sowas? Da, du bist ein Baum. Eine 5 Eiche. Oder? Komm, Versuch macht klug. Das wird ein enges Höschen, sag ich euch. So. Also, jetzt bin ich 5. Und guck mal, da hinten habe ich noch was gesehen. Haha. Also, wir machen da mal weiter. Kann ich die Fässer kaputt machen? Hey, sorry, aber wir machen da mal weiter und zack, sofort wieder abgelenkt worden. Jetzt. Komm mal her. Da, hab ich ihn. Achso. Ich bin Krockil und ritze und ratze die Bäume. Ich bin ein zukünftiger Lebensmeister. Ich will die Sonderpalme fällen und stabile Holzscheite draus machen. Und ich will das Herz meiner Liebsten erobern. Oh, Göttin des Waldes, bitte erscheine. Ich könnte ein guter katholischer Pfarrer werden, oder? Du bist es. Ich bin gerade dabei, die Göttin des Waldes zu rufen. Aber ich erhalte keine Antwort. Für mich ist das wohl unmöglich. Keineswegs. Hä? Mann, dieser Brunnen ist einfach viel zu eng. Die Statue hat gesprochen. Ist das etwa die Göttin des Waldes? Dein Lied war zwar furchtbar, aber deine Stimme ist gar nicht so schlecht. Daher mache ich eine Ausnahme und zeig mich dir. Du willst, dass ich dir sage, wo man Sonderpalmen finden kann, oder? Die wachsen an der Küste entlang der Straße, die die Königstadt und Tixingen verbindet. Dachte ich mir doch, dass die in der Küste wachsen. Das sind Palmen. Also am Strand. Wobei es nicht sicher ist, ob ihr sie auch fällen könnt. Du hast doch gesagt, du zeigst dich. Hast dich gar nicht gezeigt. Hast nur mit uns geredet. Ich dachte, das wäre hier ein Video und kein Podcast. Super, jetzt kennen wir hier einen Standort. Willst du mir helfen? Ja, schon, ne? Wunderbar. Gehen wir gleich zur Küste entlang der Straße. Okeli-dokeli. Jetzt, sag mal. Beam dich doch nicht immer gleich. Ist ja schlimm hier. So. Gibt's hier noch irgendwie was für mich? Achso, jetzt hier. Das geht jetzt aber flott, glaube ich, oder? Das ist eine ziehende Händlerin. Hallo Händlerin, was ziehst du denn? Es wirkt vielleicht, als wäre ich immer hier, aber ich reise ganz normal als Händlerin herum. Glaub mir. Ja, okay. Da ist eine Eiche. Da ist eine Palme. Komm, ich brauche noch Palme. So. Ich habe noch nicht genau rausgefunden, wann es zwischen Schwachstelle und Superschwachstelle umschwenkt quasi. Ein paar Palmnüsse gekriegt. So. Ja, natürlich alles einsammeln, was geht. Bin ja schließlich auch Abenteurer. Nur angeln kann ich noch nicht. So, da ist eine Kiste. Geh weg. Ach nee, ich will erst an die Kiste gehen. Naja, egal. Ja, die habe ich schon 100 Mal platt gemacht. Es gibt keinen Zweifel, das muss es sein. Eine Sonderpalme. Wir haben sie wirklich gefunden. Ich werde dir von dieser großen Aufgabe noch das Geheimnis des Holzfällen beibringen. Das Geheimnis des Holzfällens, okay. Mit linken Stick oder so kannst du dich um den Baum bewegen. Finde die Schwachstelle des Baums und triff sie, um mehr Schaden zu verursachen. Danke, weiß ich doch.
Bin schlau. Also gut, dann wollen wir mal dieser robusten Palme fällen. Das ist ein komisches Deutsch. Tut mir leid. Also zuallererst mal will ich an diese Kiste da. Was gibt's? Geld. Sack voller Kupfer. Oh, sorry. Ich wollte eigentlich... So, jetzt aber. So, Sonderpalme. Du. Passt. Du. Nein. Du. Da ist die Schwachstelle. Ja, da fallen aber dicke. Jetzt komm. Und. Boom. Siehste. Ich habe robusten Palmstamm erhalten. Super, wir haben sie. Das sind ein paar klasse Palmstämme. Bringen wir sie gleich Opa Jay, der wird sich freuen. Und schon ist er wieder weg. Aber nicht mit mir. Ich muss hier erst ins Eck gucken. Gibt's da irgendwas? Nee. Hätte ja sein können. Übrigens, ich kann die Kamera maximal noch so drehen, aber weiter nach vorne leider nicht. Also, falls jetzt jemand irgendwie sagt, hier, was ist denn das da? Dreh doch mal die Kamera gescheit. Geht nicht. Aha. Ist vielleicht auch besser so, sonst wird man ja alles gleich sehen, die ganzen Geheimnisse. Was ist denn? Oh, ich weiß schon. So. Achso, ja, ich muss in den Ausrüstungsladen. Achso, Moment, nee, ich muss nicht in den Ausrüstungsladen. Ich muss zum Opa Jay. Ach so, der ist genau gegenüber. Der ist beim Materialladen, genau, das war's. Oh, ihr habt mir tatsächlich Stämme von Sonderpalmen gebracht. Vielen Dank, das hier ist eure Belohnung. 500 Gulden, jawoll. Kommt jederzeit vorbei, wenn das Dach erstmal repariert ist. Dankeschön. Da freue ich mich aber. So, gut, sollen wir dann zurück zur Meisterin, damit wir es so sicher bestanden haben? Ja, natürlich. Hä? Ach, sie war das. Sie hat sich hinter der Statue versteckt. Meisterin, was machst du denn hier? Okay. Die Geister des Waldes haben mir alles erzählt. Du hast gut gearbeitet, Kyokil. Du scheinst auch sehr fleißig gewesen zu sein. Dann schaue ich mir mal die Früchte deiner Arbeit an. Guck meine Schwielen an den Händen. So. Das kommt. Yeah! Rangaufstieg. Jawohl, ja. Ich bin jetzt kein Laie mehr, sondern Anfänger. Dein Lebensrang ist auf Anfänger gestiegen. Okay. Sterne sind Punkte, die mit Leben verbunden sind. Du erhältst sie, indem du die Herausforderung bestehst, die von der Lebensmeisterin erhältst oder so. Mit dem Sammeln der Sterne steigt auch dein Rang. Also kriegt jeder Job einzeln Rang oder zählt hier, der hat schon 5 Ränge in 5 verschiedenen Jobs, der ist jetzt Rang 5 oder so. Mit erhöhtem Rang kannst du neue Techniken und Fähigkeiten erlernen oder so. Die Inhalte der Lebensprüfung kannst du dir beim Pet unter Aufträge ansehen. Erstatte nach Erfüllen der Aufgabe beim Lebensmeister Bericht. So, Glückwunsch, Glückwunsch. Damit bist du jetzt ein richtiger Holzfäller drin. Naja, ich bin richtig froh. Vielleicht soll ich es darauf ein Ständchen bringen. Nein, nein, nein. Halte die Ohren zu. Ritzratz, Ritzratz. Gemeinsam mit den Geistern des Waldes feiern wir einen neuen Holzfäller. Scheinbar habe ich irgendwie Wachs in den Ohren oder so. Naja, das war toll. Yeah, das war wirklich, also... So, hat mich voll erwischt. Ich brauche Ruhe. Er hat keinen Bock mehr. Was hat er denn? War doch wunderschön. Also, melde dich bei mir, wenn du wieder eine Menge Holz gehackt hast. Ach ja, Tante Anne scheint was von dir zu wollen. Du solltest mal zu ihr gehen. Sei weiter fleißig und werde zu einem Holzfäller, der allen anderen nützlich sein kann. Okidoki. So, du hast eine Eichenaxt. So ein Glück. Ich wollte eigentlich in den Laden gehen, mir eine kaufen. So, das ist so ein Glück, habe ich automatisch eine gekriegt. Wäre mein schönes Geld wieder weg gewesen. So. Okay, eine Eichenaxt, ein Holzfällerhut, Holzfällerkleidung, Holzfällerschuhe, Wieso kriege ich zweimal Schuhe? Also, hier, die Mietaxt würde ich gerne austauschen durch die da. Ui. Guck mal, plus 19. Ja klar will ich die haben. Yeah, baby! So, was ist das da? Favorit, aha. Und dann ein Holzfällerhut. Aha, den hätte ich gern auf. Also, jetzt habe ich keinen auf, jetzt habe ich einen auf. Holzfällerkleidung. Okay, was ist denn das da? Ich verstehe das irgendwie immer noch nicht. Naja. Ein Rucksack. Habe ich auch nur einen. Habe ich den an? Ja, habe ich an. Uhr. Alles Klärchen, Popärchen und Holzfällerhandschuhe. Gut.
Ich will noch mal auf dieses Fähigkeitenboard. Ich habe doch irgendwie was gekriegt, oder? Jawohl, gucke. Drücke X während des Holzfällens, um Schwachstellen aufzuspüren. Wie jetzt? Ich fälle Holz mit A. Und dann soll ich X drücken, um die aufzuspüren. Ich spüre die doch auf, indem ich einfach irgendwo rumhack. Kritische Trefferrate +2. Holzfällen +5, also so generell. Und EP-Limit +10. Okay, ich gehe jetzt erstmal zu der guten Lebensgilde, Paladin-Gilde. Achso, Paladine haben gleichzeitig noch die Lebensgilde. Sehr gut. Dann gehen wir da morgen rein. Danke fürs Zugucken. Für heute soll es das gewesen sein. Ich bin jetzt erfolgreich Anfänger-Holzfäller. Aua, und habe mir gerade die Hand angeschlagen. Hoffentlich kann ich morgen noch arbeiten, sonst gibt es einen gelben. Okay, schaut morgen wieder rein und dann werdet ihr bei mir sein oder so. Danke. Tschüss. Miau, da geht er weg.